gibt es bis jetzt im Bereich der Endoprothetik nicht. Die Fachgesellschaft, die WGOOC, also Orthopädie und Chirurgie, Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, und dann gibt es noch eine für Orthopädie und Unfallchirurgie. Das ist alles ein bisschen verwirrend, jedenfalls dieses Fachgebiet mit einer Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik kümmert sich darum, derartige Kriterien für die Zertifizierung von Endoprothesen zu entwickeln und auch durchzubringen. Wir sind jetzt in einer Pilotphase, die startet am 1. Januar und hoffen, dass wir das auf einen guten Weg bringen können. An dessen Ende würde stehen, das ist ein Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung und das ist ein Endoprothesenzentrum der Basisversorgung. Dann kann der Patient sagen, an so einem Zentrum möchte ich gerne operiert werden. Das heißt nicht, dass es allen anderen verboten wird, sondern der Patient hat die Wahl und sagt, da ist einer, der ist zertifiziert. Von dem sagt die Fachgesellschaft, der kann das. Das wäre das Ziel. Das Zweite, was wir haben müssen, unverzichtbar haben müssen, ist dieses sogenannte Endoprothesenregister. Das haben Sie alle schon mal gehört. Das verfolgt letzten Endes das Schicksal einer eingebauten Gelenkendoprothese bis zum Zeitpunkt, wenn sie nicht mehr funktioniert und ausgebaut werden muss. Das gibt es als Wegbereiter in Skandinavien seit vielen Jahren und hat dort dazu geführt, dass die Revisionslast dramatisch gesunken ist. Dramatisch. Sprich, kostet auch viel weniger Geld. Revisionsoperationen sind unglaublich teuer. Das ist auf einem guten Weg. Der Professor Hasenflug sitzt hier, der ist für unsere Fachgesellschaft der Beauftragte für dieses Endoprothesenregister und hat vorgestern darüber berichtet, dass das auch nächstes Jahr auf dem Weg sein wird. Ich hoffe, dass das stimmt.